Also es braucht vor allem die unterschiedlichen Perspektiven, oder? Und die wollen wir ja genau zulassen in dieser Art von Songwriting. Also dass die anderen etwas reinbringen, wo ich vielleicht nie drauf kommen würde. Und manchmal überrascht es einem in einem positiven Sinn, manchmal schreibt es sich vielleicht, aber ich glaube, die Reibungen suchen wir auch immer wieder in unseren Songs selber. Jetzt gerade beim neuen Album habe ich das Gefühl, jetzt oft auch ein bisschen gemein oder nicht so pleasing tönen. Also da ist, glaube ich, etwas, was ich eher bei männlichen Rockbands beobachtet habe, weil sie schon so lange Idol haben, wo sie auch Live-Footage so sehen, tun sie bis heute oft noch genau so den gleichen Habitus von den Bewegungen machen. So breitbeinig und so bei den Solos. So. Man kennt es wie einfach. Und ich glaube, dann ist es vielleicht schon ein bisschen eine Rolle vom Rockstar, was ich auch ein bisschen peinlich finde, aber okay. Und ich habe das Gefühl, ich mache einfach da so, wie ich es halt mache, um es auch geniessen können. Ich finde es einfach schön, wenn man merkt, dass im Ausland Leute einem auch lässig finden. Also, und es wie nicht nur so die Kreise, wo einem schon kennen, bedient, sondern irgendwie auch kann in anderen Kontexten funktionieren. Willkommen bei Helvetica, der Sendung über Musik aus der Schweiz. Ich bin Adrian Hünicke und in jeder Ausgabe rede ich mit einem Gast aus der Musikszene von da. Musikerinnen, Veranstalterinnen, Labelleute, Journalistinnen, Menschen, die etwas zu sagen haben. Was uns verbindet, ist eine Frage, die uns durch die nächste Stunde begleitet. Kein klassisches Interview, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Direkt, ehrlich und neugierig. Schön, bist du dabei. Heute bei mir zu Gast ein Quartett, also besser gesagt das Duo von einem Quartett. Bad Bait heisst die Band. Bei mir zu Gast ist Gianna und Sandra von Bad Bait. Das ist eine Rockband aus Zürich. Sie machen schon seit 2019 zusammen Musik, haben dann 2021 sogar die Demo-Tape-Klinik von M4Music gewonnen und 2 Alben seitdem veröffentlicht. Das erste Album hat Dirty Clothes geheißen, das zweite, das jetzt gerade letztes Jahr rausgekommen ist, Working in the Garden. Und sie machen extrem coole Videos auch noch dazu, zu fast allen ihren Songs. Und auch sonst sind sie sehr aktiv, auch live, sehr sehenswert. Hallo zusammen, hallo Gianna, hallo Sandra. Hallo. Hallo. Und eben, ihr macht jetzt schon 6 Jahre zusammen Musik mit noch 2 anderen Freundinnen. Ihr seid eigentlich so eine Freundinnenband. Und ist das manchmal nicht schwierig, so die Freundschaft und das Bandleben zu trennen oder irgendwie zusammenzubringen? Ich glaube, es ist gerade ein Vorteil, dass wir Freundinnen sind und vielleicht auch die Freundschaft also stark gewichtet. Also genau, denn wenn es vielleicht um komplexe Situationen geht oder komplizierte Organisation oder unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ressourcen, was wie halt jede Band antrifft, früher oder später, dass dann, ich glaube, die Freundschaft uns hilft, zum Entscheidungen zu treffen. So, und wie dem Vorrang geben oder schauen, wie können wir uns unterstützen gegenseitig. Gibt es so Beispiele, irgendwie, also zum Beispiel beim Songwriting oder über irgendwie jetzt das Konzert spielen oder nicht? Ja, ich habe schon das Gefühl, beim Songwriting ist es, dadurch, dass wir uns so gut kennen, können wir mega ehrlich miteinander kommunizieren. Also wir tun ja eigentlich jeden Song so beim Jammen und im Bandraum entwickeln. Also es entsteht aus dem Nichts. Und ich muss dann wirklich keine Angst haben, irgendwie der Simona zu sagen, hey, das Bassläufchen finde ich irgendwie nicht so cool oder so, weil wir wie auf einer ganz anderen Ebene sind und wir auch nicht so eine Hierarchie haben von jemandem, der jetzt schon mit einem fertigen Song kommt und dann ist der Druck gekommen, oh mein Gott, ja, das gar nicht geübt oder so. Es ist eigentlich immer sehr herzlich und fein, wie wir das angehen. Und ich glaube, wir können die gegenseitige Kritik auch
mittlerweile gut einordnen. Also was bedeutet es, wenn Sandra sagt, ihr gefällt etwas nicht, was bedeutet es, wenn Simona sagt, ihr gefällt etwas nicht oder so. Also so die Art von Kommunikation ist sehr eingespielt und das ist sicher ein grosser Vorteil. Und ist es dann schlussendlich demokratisch oder wie findet ihr am meisten Konsens? Ich glaube, es geht dann gar nicht so fest um irgendwie ein Abstimmen. Ist die Mehrheit für die Melodie oder nicht, sondern wenn ich jetzt, also ich kann nur von mir reden, wenn ich etwas nicht fühle, wo jetzt die anderen 3 schon voll drin sind, dann kann ich gar nichts dazu beitragen. Und teilweise warte ich dann einfach ab und dann bin ich vielleicht nur die Sängerin am Schluss und mache nichts von den Instrumentalsachen. Und manchmal, wenn dann vielleicht 2 Leute nichts dazu beitragen können, dann checken wir alle, nein, dann wollen wir lieber noch mal etwas Neues haben. Mhm. Manchmal braucht es auch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Das ist, glaube ich, mega situativ. Wenn es jemand so krass fühlt und die anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber jemand so fest irgendwie daran glaubt oder so ein bisschen stur bleibt, kann es sich manchmal lohnen. Mhm. Und manchmal ist es wirklich dann einfach schnell so ein bisschen klar und dann geht es weg. Was hat es auch schon Streit gegeben? Streit ist übertrieben Ja. gesagt. Konfliktsituationen. Aber ich glaube, wie das in jeder Diskussion kann passieren. Aber es gehört ja auch ein bisschen dazu, oder vielleicht ist es auch wichtig für den kreativen Prozess, oder? Wenn jetzt alle immer der gleichen Meinung wären, hätte ich jetzt vielleicht als Außenstehende ein bisschen Bedenken, dass das dann am Schluss gut ist, weil es ist ja manchmal noch gut, wenn jemand ein bisschen die Position hat und jemand anders die andere und dann am Schluss findet man irgendwie sich in der Mitte oder so. Vielleicht nicht immer, aber halt dann immer wieder einmal ein bisschen so, oder? Das, ja, ein bisschen das braucht die Spannung, oder? Ja, sicher. Also es braucht vor allem die unterschiedlichen Perspektiven, oder? Und die will man ja genau zulassen in dieser Art von Songwriting. Also dass die anderen etwas reinbringen, wo ich vielleicht nie darauf kommen würde. Und manchmal überrascht es einem in einem positiven Sinn, manchmal schreibt es sich vielleicht, aber ich glaube, die Reibungen suchen wir auch immer wieder in unseren Songs selber. Jetzt gerade beim neuen Album habe ich das Gefühl, hat es oft auch ein bisschen dürfen gemein oder nicht so pleasing tönen. Also jetzt in den Songs selber meinst du? Ja. Also nicht jetzt in eurem Arbeitsprozess. Nein. Oder so. Und eben, du hast es vorher so geschildert, Sandra, dass ihr eher so jammt, dass ihr euch trefft und dann einfach mal ein bisschen losjammt und dann entsteht so ein bisschen etwas dabei. Mhm. So ganz am Anfang, wenn man jetzt weiss, okay, wir wollen jetzt ein neues Album machen, dann steht ja wie noch gar nichts und dann ist es vielleicht noch recht schwierig. Aber je mehr eigentlich wir schon Songs oder Songskizzen hatten, desto mehr haben wir auch gewusst, vielleicht wäre es noch cool, wenn wir etwas Ruhiges noch reinbringen. Oder wir haben irgendwie noch nicht so ein, ich sage es jetzt ein bisschen ironisch, so ein Radio-Hit. Vielleicht wollen wir noch eine eingängige Melodie machen. Oder Gianna hat jetzt vor allem geschrummt. Jetzt muss ich das vielleicht mal machen, damit sie eine Melodie entwickeln auf den Gitarren. Und dann entstehen wie eigentlich im Bandraum so erste Momente. Also das kann vielleicht mal eine Strophe sein oder ein Refrain. Und dann sind wir ja in der, wie sagt man es richtig, Cimacita. Und dort haben wir dann die Songskizzen können in einer Woche, glaube ich, oder länger. Ja, weniger. 4 Tage haben wir noch intensiv dann an denen gearbeitet. Ja. Ja, das war irgendwo im Tessin, wo das dann nochmal... So eine alte Schocki-Fabrik. Ja. Gibt es leider nicht mehr als Kulturprojekt. Stimmt, da bin ich auch mal gewesen, ja. In, wie heisst es? Also im Bleniotal, ja, im Bleniotal in... Vergessen. Ja, so ein kleines Kaff dort. Ja, ich bin zweimal sogar dort gewesen, weil Freunde haben dort irgendwie eine Wohnung gehabt. Und man hat ja das mal geplant, dass das irgendwie so etwas Grösseres werden. Ja. Und schade, dass das... Und dort haben wir so ein bisschen das aufnehmen. Cool. Genau, ja. Ich glaube, das hilft immer so. Das hört man meistens so von Bands, die das machen, irgendwo gehen das Album aufnehmen oder so. Ja, mega.
Und dann so ein bisschen in sich geschlossen dann an dem kann arbeiten, oder? Mhm. Aber haben ihr dann manchmal auch Ideen, sagen wir jetzt separat daheim oder vielleicht auch, wenn irgendwie etwas los ist und findest, hey, so sollte eigentlich unser nächster Song oder irgendetwas so ein bisschen tönen, weil das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass man immer wieder so ein bisschen beeinflusst ist und das Ja. auch wird ja sehr wahrscheinlich auch ein bisschen einflüssen lassen in die eigene Musik. Ja, also oft passiert es vielleicht an Konzert oder so, oder wenn gerade mal ein Album auftaucht, das ich mega fühle, dann ist der Gedanke mich schon so, irgendwie so die Art von Songwriting würde mich interessieren, oder die Art von Produktion vielleicht mal. Was denn im Endeffekt passiert, ist immer mega schwierig zum planen, jetzt gerade bei uns. Also das ist so ein bisschen unsere Erfahrung, glaube ich, dass noch nie funktioniert hat, irgendwie reingehen, komm, ich mache jetzt so einen Song und dann passiert das. Das ist meistens, ja, oder manchmal ist das Gegenteil, wenn gerade dabei rauskommt. Ich finde das auch noch spannend, was du sagst, wenn man etwas hört, was einem inspiriert oder was man mega cool findet, dann kommt da ja wie mal so an, im Kopf oder so im Herz. Und da muss man ja dann wie übersetzen mit den eigenen Skills, wenn man es jetzt nicht einfach ab Blatt abspielen. Und da, was dort passiert, so in dieser Transformation durch den eigenen Körper, da, was rauskommt, das ist einfach, also jetzt bei uns überhaupt nicht das, wo wir dann vielleicht am Anfang hören und finden, komm, wir probieren so etwas. Es ist noch selten passiert, dass man dann wirklich so einen Song Ich habe in einem Interview vorher mal gehört, dass er auch FKA Twigs als Einfluss anschaut, oder? Das hört man ja in eurer Musik ja dann nicht, oder? Nein, absolut. Bei ihr nicht, also da habe ich gesagt, weil mich ihr Konzert mega geflasht hat am Montreux Jazz Festival. Und bei ihr ist es, glaube ich, mehr, dass ich sie mega als Künstlerin so spüre, dass sie auch so ein bisschen eine alienmäßige, komische Seite hat. Und da ist bei uns natürlich, tut sich das anders zeigen, aber ich verstehe sie wie so vom Künstlerin sein. Und haben dann auch noch andere Einflüsse im Jahr als jetzt nur, ja, für exakte Musik? Also Film, Bücher, Kunst? Ja, also Inspiration im Sinn von vielleicht Vibes. Also ich finde schon nur, wenn man Outfits anschaut oder so von anderen Bands, ich finde das auch mega inspirierend, wie man sich zeigt, oder eben auch, wenn es darum geht, Albumcovers zu machen oder Musikvideos, sind das schon auch, haben wir schon auch Einfluss. Ich könnte jetzt gerade nicht irgendwie einen Namen sagen oder so. Wir tun immer so ein bisschen die 90er inspirieren, weil es dort noch mega so do-it-yourself war und man hat es noch nicht so perfekt müssen machen. Und das finde ich zum Beispiel mega cool. Und ich meine eben, eure Band ist in dem Sinne schon ein bisschen ein Gesamtpaket, jetzt kunstmässig, wenn man so würde sagen, eben von Video habe ich vorher erwähnt, bis auch eure Webseiten ist so ein bisschen durchdacht, ist auch ein bestimmter Auftritt und so, Albumcovers, alles ist so ein bisschen eben durchdacht, ihr macht in dem Sinne nicht nur Musik, oder? Ja, also wir kommen ja ursprünglich aus einem Kunststudium oder Art Education. Ist so der Kontext, wo die Band entstanden ist, und für mich ist die Band jetzt eigentlich wie so die künstlerische Praxis, die ich mache. Ich bin jetzt nicht jemand, der für Ausstellungen arbeitet, also und versucht irgendwie eine Ausstellung anzubringen auf irgendein ein Thema oder so, sondern ich mache Kunst für die Band und die Musik ist die Kunst. Wir haben beide Kunstvermittlung studiert, oder? Ja, Simona auch. Also Ja, 3 von 4. Okay, eben, das ist noch interessant, eben den Aspekt jetzt in eure Band hineinzubringen. Und wie seht ihr jetzt da, sagen wir mal, die Dualität zwischen Musik als Kunst und Musik als Business? Also eigentlich finde ich da mega schade, dass sich das so entwickelt hat, dass man da überhaupt so muss wie separieren, weil eigentlich ist es ja einfach eine Kunst. Also Musik machen ist etwas, wo man erschafft, also kreativ ist. Ob man das jetzt für sich macht oder zum eine Message an die Leute bringen,
Ja, das ist wie so eigentlich das Reine davon. Natürlich kann man noch sagen, ja, man will berühmt werden oder so, aber wenn es dann voll so in das Businessmäßige geht, wo man jetzt irgendwie nur noch AI-Songs produziert, wie auf Spotify, was ja jetzt so ein bisschen passiert, oder es auch Bands gibt, die ganz klar sagen, wir wollen den Algorithmus irgendwie füttern und für das müssen wir diese Melodie machen. Ja, finde ich nicht so spannend, aber kann man machen. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht so die langfristige Zukunft, Ich würde jetzt auch sagen, das wo ist die eigentlich Leute nicht, interessiert. Oder? Das ist, das ist nicht erfolgreich, der Ja. Weg, oder? ich finde einfach, also was ich recht krass finde aktuell ist so, wie der Gap so riesig wird von irgendwie, entweder du ziehst dich komplett zurück und du kommst gar nicht mehr an eine Öffentlichkeit an oder kaum. Und sobald du es aber irgendwie möchtest, bist du mega schnell so in diesen Marketing, Promo, Wirtschaftsgeschichten drin. Also du bist so schnell irgendwie, stehst vor dieser Entscheidung, wo gehst du rein und wo nicht. Und es ist irgendwie so ein Teufelskreis, der recht frustrierend kann sein. So. Aber gibt es ja nicht einen anderen Weg noch, dass jetzt einfach eine Band wie ihr halt einfach eine kleine, aber treue Fanbase aufbaut und das kann ja dann auch genügen, oder? Man kann dann sogar vielleicht auch leben davon, wenn du wirklich eine dedicated Fanbase hast und nicht unbedingt jetzt anstrebst, weltberühmt zu werden, kann das ja auch funktionieren. Ich habe fast das Gefühl, so ein bisschen der Mittelweg oder ein bisschen der grössere Mittelweg, so ein bisschen wollen, halb berühmt zu werden, der funktioniert nicht, oder? Aber so ein bisschen sagen ist, wir bleiben eine kleine Band, haben aber uns wirklich Kult-Following in dem Sinn und die Leute, die jetzt uns wirklich super finden, das kann einfach funktionieren. Ja, ich glaube auch, und das also tönt auch sehr authentisch für mich, weil dann gibt man eben nicht zu viel in das Promo Zeug rein und verliert sich vielleicht, aber davon leben kann man halt dann nicht. Also Es gibt aber schon derartige, die dann halt einfach ihren Fans dann halt teure Sachen verkaufen, oder? Halt, Konzerttickets sind dann natürlich Merchandise, oder vielleicht das Vinyl ist dann halt relativ teuer, aber wenn du 2000 Fans hast, die dein Vinyl kaufen, so teuer ist, kannst du dann schon leben davon. Ja, 2000, die das Vinyl kaufen, sind dann schon recht viel. Ja, aber, Also wenn wir jetzt so von es ist so schon, dieser DIY-Kulturgrössenordnung reden, so die ich kenne, die vielleicht leben von Musik, die sind in vielen Projekten aktiv und die machen viel Solo-Musik auch. Wo du dann wie selber entscheidest, deine Gagen überkommst, all die Finanzen-Admin-Arbeit, wie auch deine Arbeit ist, so mega aktiv. Und klar, das geht schon. ja, eben, ich meine, klar, 2000 ist natürlich schon viel, aber es ist so irgendwo durch irgendwie so vorstellbar, oder? Ja, Also jetzt voll. irgendwie, wenn dich darauf konzentrierst, auf Spotify wollen irgendwie 5 Millionen Listeners haben oder so, ist das irgendwie fast unerreichbar. Und am Schluss, wenn du 5 Millionen hast, hast du immer noch nicht gelebt davon. Ja. Also, dann würde ich mich, glaube ich, eher auf den anderen Weg konzentrieren. Ja, das ist auch genau so, wie du sagst, das ist wie so ein Ziel, das man wirklich könnte auch verfolgen und erreichen. Aber wahrscheinlich müsste man dann schon auch so ein bisschen businessmäßig denken, um das dann sogar das zu erreichen. Was ja nicht schlecht ist, aber... Aber jetzt ihr als eben Kunstvermittlerin, da geht es ja auch ein bisschen darum, wie du man Kunst vermitteln, damit es, will man sagen, möglichst viele Leute erreicht, oder möglichst viele richtige Leute erreicht, oder? Ja, es ist in der Theorie voll cool. Aber also Leute erreichen in der Musik, also die klassischen Medien zum Beispiel, die ziehen eigentlich nicht mehr. Also vielleicht das SRF oder so, aber beim SRF sind wir, also jetzt landen wir im Sound, ja, wo es jetzt glücklicherweise noch gibt. Aber so im SRF Airplay hört man uns nicht. Und dann bist du wie schnell schon
sind die Ressourcen wie schnell schon aufgebraucht, oder? Also so alle Musikmagazine, die früher noch mega wichtig waren, gibt es nicht mehr. Also so die Sparte irgendwie, die sich so auflöst. Und ich glaube, mega wichtig war, gerade auch jetzt für so eine Art von Band, das verschwindet einfach. Aber die Frage ist ein bisschen, wieso? Eben, ich beobachte natürlich auch, oder beobachten wir alle irgendwie, aber wieso eigentlich? Oder? Es ist so ein bisschen, diesbezüglich auch generell also in der ganzen Kunst, oder? Ist es so ein bisschen ein Kunstpessimismus und da ist dann so ein bisschen Self-fulfilling Prophecy, dass einfach alles ist verschwinden und immer weniger, also wenn die Leute weniger Kunst, oder? Also was ich jetzt mir so Gedanken gemacht habe, ist, dass viele Leute sehr gerne an die ganz grossen Konzerte gehen, also wirklich von den Superstars, die halt auch von den USA zum Teil kommen, das Hallenstadion füllen oder das Xtra immer noch super besucht, wo man ja auch viele Leute braucht. Und dort kaufen sie ja gerne auch teure Tickets. Das Gleiche auch bei Filmen, also wer hat schon kein Netflix-Abo, für das zahlt man auch. Aber so die kleinen Sachen entdecken und auch Lust darauf haben, vielleicht etwas nicht zu kennen und irgendwie sich ein bisschen überraschen und dann vielleicht nochmal gehen und so. Das gibt es irgendwie nicht mehr so und das finde ich irgendwie schade. Aber die Lust an der Kunst ist immer noch da, aber also grosser, irgendwie so, ich weiss nicht, wie man dem soll sagen, hochproduzierter Kunst, irgendwie, die nicht so aneckt vielleicht auch. Ja, ich frage mich, ob es so ein bisschen mit so einer Effizienz Geschichte zu tun hat, wo einfach wo halt mega den Ton angibt aktuell in der Gesellschaft, oder was ist mir wert für mein Leben? Was bringt es mir als Mensch, jetzt das und das schauen, oder etwas schauen, Geld für etwas zahlen, das ich gar nicht kenne, oder wo ich vielleicht ein bisschen kenne und nicht genau weiss, wie ich den finde, und wo man jetzt nicht eine riesige Show geboten wird, sondern dass einfach, wieso ich vielleicht wie auch etwas muss geben oder so. Ob das vielleicht so ein bisschen Einfluss hat aktuell. Und dann, ich meine, bei grossen Konzerten, das sind ja auch einfach die riesen Agenturen, die alles gepflückt haben in letzter Zeit und dann mega teure Tickets verkaufen, die dann für mega viele Leute gar nicht zugänglich sind. Also, ja. Aber eben, sind es denn überhaupt die gleichen Leute, frage ich mich, oder? Also ist eine Person, die jetzt an ein Wu-Tang-Clan-Konzert geht für 300 Franken oder Taylor Swift, sind denn das die gleichen Leute, die theoretisch als Konzert von euch kommen? Also ich habe schon viele Leute, die ich kenne, die wirklich beides machen. Und das ist natürlich schön, wenn man Zeit hat für beides. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele von, jetzt sagen wir, von Konzertgängerinnen, die jetzt als Taylor Swift-Konzert gegangen sind, sicher auch etwas in uns würden sehen, wenn man so eben 4 Frauen auf der Bühne sieht. Es geht ja, also ich bin jetzt keine Swiftie, aber da geht es ja auch darum, irgendwie Female Empowerment und da könnte man wie auch bei uns abholen, aber ich weiss halt auch nicht, wie fest oder wo sich so Leute informieren, was für Konzerte laufen. Ob sie vielleicht auch nur eben die grossen Locations anschauen. Eben, das ist halt das, was du vorher geschildert hast, dass es einfach immer weniger Journalismus, Radioheftli etc. gibt, wo über das berichtet und dann weiss man ja gar nicht, wo man sich informieren soll. Auf Social Media ist es auch relativ schwierig. Früher auf Facebook, wo das noch ein bisschen beliebter war, ist es wahrscheinlich einfacher gewesen, so mit Veranstaltungen und so. Genau. Und da habe ich geliebt, dass man immer gesehen hat, welche Leute das teilnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, also heute werden wahrscheinlich auch Unmengen an Gelder in Advertisement investiert und wer sich leisten hat Glück und wer nicht, geht halt unter dem Radar so ein bisschen durch. Weil einfach mega viel auf Instagram stattfindet oder TikTok, das weiss ich gar nicht. Aber ja, eben nur noch, und das ist ein bisschen doof, oder? Dass die eben dann verschwinden, dann
gehen eure Konzertannouncements unter Ja, irgendwelchen voll. amerikanischem und holländischem und deutschem Content? So das, Also wenn du ein Bild mit Text postest und Daten, das sieht niemand. Das ist schon noch krass. Aber zum vielleicht auch noch etwas Positives sagen. Wir haben ja unseren Tourabschluss in Berlin in einem Club und dort funktioniert es eben super. Also wir haben nicht gewusst, wie viele Tickets wir dort im Vorverkauf verkauft haben. Und dann ist der Veranstalter gekommen und gesagt, hey, ist ausverkauft, mega cool. Und wir haben uns auch voll gefreut. Und er hat dann halt gesagt, dass das mega gut funktioniert dort, weil die Leute wie wissen, man kann einfach immer dorthin gehen und es kommen coole Bands und es kostet nicht viel Eintritt und es ist dann so Mundpropaganda. Und dann kommt man halt einfach mal an einem Samstag dorthin und weiss so ein bisschen, wer dort rum ist. Und ich glaube, das braucht es auch wieder ein bisschen mehr bei uns. Also wir haben ja schon ein paar Orte, finde ich, in Zürich, wo das gut funktioniert. Aber wir können es vielleicht noch ein bisschen stärken. Ja, das ist auch so bei den Clubs, finde ich, ist das immer ganz wichtig gewesen, oder immer noch ganz wichtig. Eigentlich die Leute, die dort sind, nicht einmal der DJ, nicht einmal die Musik schon aus, also alles ein bisschen, aber das Wichtigste ist wirklich die Leute, die dort sind. Da kann noch so gute Musik laufen, noch so ein guter DJ dort sein, noch so gute Drinks und alles, aber wenn die falschen Leute dort sind, gehe ich nicht gerne dort hin, oder? Ja. Mega wichtig, dass es gut funktionierende Clubs gibt und die auch die nötigen Mittel bekommen, um an sich arbeiten dürfen. Aber sie müssen eben auch gut kuratiert sein, oder? Ja, nur Mittel absolut. genügt nicht, oder? Das muss natürlich auch jemand gut kuratieren. Und das heisst natürlich auch irgendwie auch Türen machen, wo man halt vielleicht die Leute nicht reinlässt oder so, halt nicht passen dort an, oder das verstehen dann gewisse Leute manchmal auch nicht so, aber das gehört halt auch dazu. Also. Ja. Und vielleicht eben auch so ein Stammpublikum aufbauen und das heisst halt dann auch, dass man irgendwie einen eigenen Vibe kann kreieren. Und das ist, glaube ich, noch recht schwierig, dass man weiss, eben zum Beispiel, wenn ich ins Longstreet gehe, dann erwartet mich irgendwie so tanzbare Reggaeton oder Dancehall oder so. Und das, wenn man halt wie einfach ein Club ist, wo mal da läuft und mal da und dann haben wir noch eine 2000er-Party und noch eine U40 und was weiss ich, dann kommen halt jedes Wochenende einfach random Leute. Und wie war denn eure Deutschland-Tour jetzt eben vor Leuten, die euch gar nicht gekannt haben? So ein bisschen das Neuland? Ja, sehr schön gefunden. Allgemein jetzt mit dem neuen Album Touren irgendwie, weil ich glaube doch vieles irgendwie recht anders noch geworden ist, wie jetzt vielleicht auf der ersten Tour oder vom ersten Album. Und ich finde es einfach schön, wenn man merkt, dass im Ausland Leute einem auch lässig finden. Also und es wie nicht nur so die Kreise, wo einem schon kennen, bedient, sondern irgendwie auch kann in anderen Kontexten funktionieren. Ist es dann aber schon ein bisschen so wie bei einem Festival, dass du dann halt auftrittst und weisst, die Leute kennen uns gar nicht, wir müssen jetzt mal zuerst beweisen, dass wir gut sind? Zum Teil vielleicht schon auch. Also jetzt in Nürnberg zum Beispiel haben wir mit einer Band aus Nürnberg zusammen gespielt, dass die einen Support für uns gemacht und sind sicher viele Leute einfach auch reingekommen. Und das hat dann aber mega schön gepasst irgendwie und ich glaube, sie haben sich gefreut darauf, dann auch noch eine neue Band kennenzulernen. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, ich habe da in der Schweiz jetzt nicht mega das Gefühl, dass uns die Leute, die an unsere Konzerte kommen, schon mega gut kennen. Ich habe auch da das Gefühl, ein paar kennen uns gar noch nicht so. Und darum ist mir da gar nicht so anders übergekommen jetzt in Deutschland. Vielleicht
was noch anders war, ist so ein bisschen, also jetzt für mich vielleicht auch so das Gespräch nachher. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin vielleicht dort fast ein bisschen offener gewesen und auch ein bisschen mehr mit den Leuten geredet und sie haben auch ein bisschen mehr können so ein bisschen sagen, wow, ihr seid mega cool und du hast das voll gut gemacht oder so. Und in der Schweiz habe ich dann auch eher das Gefühl, ja, gut, dann gehe ich wieder mal heim, danke. Also so ein bisschen Schweizer zurückhaltend. Ja, ich habe das manchmal ein bisschen das Gefühl, aber ich glaube nicht alle von der Band. Ja. Also für mich ist es, glaube ich, auch mega schwierig zu sagen, in dem Land ist es so, im anderen Land so. Es kommt mega fest auf den Ort drauf an, auf unsere Stimmung auch. Es kann bei einem Tag so sein, am anderen Tag mega anders. Das stimmt. Ich glaube, es war nur weil wir ein paar mega spannende Gespräche hatten, jetzt auf dieser Deutschland-Tour. Ja. Aber das hätte da passieren natürlich. Aber wenn dann irgendwie mal so, also in Dresden zum Beispiel haben wir wie mega spannende Gespräche gehabt mit einem jungen Punk, der uns dann halt erzählt hat, wie schlimm es dort ist mit der AfD. Und also eben, er war, glaube ich, knapp 19 gewesen. Der wird fast jede Woche verprügelt und wir sind dann noch etwas trinken mit ihnen und so Gespräche nach Konzert liebe ich halt mega fest. Und ich glaube, dort sind wir vielleicht auch ein bisschen in einem anderen Modus, wenn wir auf Deutschland gehen und wissen, wir sind jetzt 3 Tage in Deutschland unterwegs. Ist ja dann auch so ein bisschen das Bedürfnis da, um noch ein bisschen das Gefühl zu haben, wir sind jetzt in einem anderen Land oder wir sind irgendwie unterwegs und können vielleicht auch ein bisschen Ferienmoment schaffen. Und dann ist dort vielleicht auch wie so ein bisschen von unserer Seite aus mehr so der Drang oder ja, das kann mega gut sein. Um noch dort in den Plattenladen und dort in einen Kaffee. Aber es ist sicher auch gut, um seine Fans eben kennenzulernen. Das habe ich vorher so ein bisschen angetönt, und die Connection vielleicht wirklich ein bisschen zu verstärken und nicht einfach zu sagen, Konzert fertig, wir gehen jetzt oder so, sondern halt, ich glaube, mit denen, die du geredet hast, die sind dann wirklich bereit, viel Geld auszugeben fürs Vinyl oder so. Ja, voll. Die denken dann, also, die kenne ich ja persönlich, oder? Ja, also wir haben einen kleinen Fan auf dieser Tour, wo uns am Noxo Rä mal gesehen hat. Sie ist aber aus Nürnberg und sie ist dann auf Dresden gekommen, weil sie dort noch nicht gesehen hat, dass wir auch in Nürnberg spielen, und auf Dresden gereist mit ihrer Freundin und dann noch auf Nürnberg gekommen. Also wie so ein so voll dabei. Yes. Ja. Gut, meistens haben wir ja ein bisschen Angst vor diesen Superfans, dass es so ein bisschen creepy wird, aber die braucht es ja auch, oder? Ja, ich glaube, wenn man dann super bekannt wäre, vielleicht schon, aber ich habe jetzt auch Freude gehabt, wirklich mal das wie so zu erleben. Ja, ist ja schon krass, dass dann etwas macht für einen. Ja, so schön. Und auch sie alle, also es war dann ein kleines Grüppli gewesen, ich glaube von 4 Leuten, und es haben alle ein Bad Bait-Shirt angehabt, alle ein anderes, und irgendwie war es voll rührend gewesen, dass sie uns so gerne hören und unterstützen. Und wann war denn so euer erster Moment gewesen, wo ihr so ein Gefühl gehabt habt, dachte, hey, krass, dass jetzt da Leute uns gut finden, wir sind doch eigentlich nur so, also was so ein bisschen Imposter-Syndrom, dann plötzlich gemerkt hast, nein, es ist gar nicht, wir sind gar kein Poster, wir machen wirklich etwas Gutes. Ich hatte das schon relativ früh gehabt, als wir die Demo-Tape-Klinik begonnen haben. Ich glaube, das war so gut gewesen, um gerade zu wissen, okay, eine Jury, die daraus kommt, findet uns wirklich gut. Und dann haben wir ja auch voll viel gerade können spielen, und seitdem ist das eigentlich, also läuft das auch recht. Ja, das ist natürlich cool, wenn du die gönnst, dann weisst du wirklich, okay, ja, wir machen nicht irgendwelche Scheiß. Ja. Voll. Und was ich auch schön gefunden habe, jetzt haben wir ja beim Radio Dreifach, haben wir auch ein Album, also es ist, haben sie gesagt, das beste Album so vom Jahr, und ich denke dann immer so dran, eben, gerade wenn man Kommentarspalten liest, zum Beispiel vom SRF oder so, dass man mega oft hört, ja, wenn sie, also jetzt nicht bei uns, aber bei kleinen Artists, wenn man jetzt irgendwie, wenn sie mega gut wären, dann würden sie auch gespielt werden. Und wenn man dann eben sieht, ja, wir haben schon ein gutes Album gemacht, es liegt, glaube ich, nicht an dem. So. Ja, das war jetzt noch gerade recently gewesen. Und bei euch ist ja dann auch so spannend, dass ihr habt ja gegründet 2019 oder so.
gerade so kurz vor Covid. Und dann haben wir eigentlich gar nicht können live spielen, oder? Wo ja dann alles zugegangen ist. Und dann haben wir dann so das erste Konzert so quasi noch im Pandemiezustand gemacht, oder? Ja, also nicht das erste Konzert von uns, sondern wir haben eigentlich das erste Konzert schon zugesagt, wo wir gar nicht ready waren und auch noch keine wirklich fertigen Songs hatten. Wir haben wirklich einfach gesagt, ja, jetzt gehen wir und fangen an. Und das ist dann wir haben es dann wie gerade noch so ein bisschen so verwünscht, dass es ein paar Gigs gegeben hat vor Covid. Und wir dann angefangen, also wir haben zuerst noch die EP aufgenommen, das dritte noch, dort waren wir noch ohne Drummerin gewesen, in dem September. Und nachher haben wir dann während Covid immer wieder so Phasen gehabt, wo wir aufnehmen konnten. Und so ist eigentlich dann das erste Album auch entstanden. Es ist mega verstückelt, über das Jahr verteilt oder so passiert und gleichzeitig eine Drummerin, also die Alana, gefunden. Und mit ihr eigentlich dann auch schon das Album gemacht. Und dann sind wir wie so mit dem Album da gewesen. Und das erste Konzert mit ihr, das war in der Roten Fabrik gewesen. Das ist wirklich so halb Covid, alle sitzend, mit Abstand zwischen ihnen gewesen. Keine Bar, kein Getränk. Und in der Roten Fabrik ist ja die Bühne sehr hoch. Und wenn also in der Aktionshalle hast du das gesehen? Ja, ich glaube, ja. Und sie sind halt noch gehockt und der Abstand ist so gross gewesen. Und man hat nur so Ärmel gesehen in der Luft, wie so kleine Algen, die irgendwie rumschwirren. Also es ist ganz absurd gewesen. Aber ich finde es irgendwie auch noch cool, dass wir die Erfahrung haben dürfen machen und jetzt das so als Erinnerung haben, wie das war, zu Corona-Zeiten können Konzerte spielen. Aber ist das für euch eigentlich gut gewesen, dass das so wie so eine Starthemmung dort rum war, dass ihr euch nochmal sammeln konnte, eben die Drummerin, die Alana noch gefunden habt? Oder ist es einfach nur ein Scheiß gewesen und ja, jetzt können wir nicht richtig loslegen, jetzt müssen wir warten, bis das endlich vorbei ist? Ich glaube, es hat jetzt in unserem Fall, vielleicht haben wir gerade mega Glück gehabt, das gar nicht irgendwie negativ beeinflusst, lustigerweise. Es ist wirklich nachher dann gerade voll losgegangen, wo alle Anfragen gekommen sind und so die 30 Konzerte im Jahr können spielen. Als wäre nichts passiert. Es ist irgendwie noch krass, dass es so aufgegangen ist. Also der OG Florin, den wir irgendwie geschildert, der hat dort angefangen und für ihn ist das eigentlich gut gewesen. Dann hat er so ganz klein anfangen, so ein bisschen Probelauf noch machen und bevor es dann richtig für ihn dann losgegangen ist, das eigentlich gerade noch passend gewesen. Seine Karriere hat gleichzeitig wie euch angefangen. Für jemanden, der natürlich schon länger unterwegs ist, natürlich. Das ist mega einschneidend. Ja, oder vielleicht, was dann gerade richtig losgegangen wäre, dann das kam, ist das vielleicht dann gerade der Killer gewesen, oder? Absolut. Also ich glaube, vielen ist es so gegangen und wir haben einfach wirklich gerade Glück gehabt. Und also wir haben die Zeit mega gebraucht mit Alana. Also es ist schon auch super gewesen, dass wir nicht gerade haben müssen mega viel Konzerte spielen, weil eben, da hätten wir vielleicht heute noch keine Schlagzeugerin, weil wir gar nicht Zeit hatten, um die Drummaschine absetzen und jemand wie so Neues dazu nehmen. Und Alana ist ihr habt quasi eine Drummaschine entlassen. Also Gianna war so cool gewesen und hat sich dem angenommen und hat dann einfach so Beats kreiert. Aber sie ist ja auch keine Schlagzeugerin und das heisst, teilweise ist das vielleicht auf dem richtigen Schlagzeug auch gar nicht so einfach gewesen zum Übersetzen. Und Alana war jetzt auch nicht eine Profi-Schlagzeugerin, die sie zu uns gekommen ist. Und ich glaube, das hat auch geholfen, dass sie nicht gerade so Angst hatte, oh mein Gott, ich kann gar nicht so gut spielen, jetzt müssen wir dann gerade irgendwie 10 Konzerte spielen. Ich bin glaube im ersten Jahr konstant ein bisschen überfordert gewesen. Ja. So auf eine gute Art und Weise wahrscheinlich, aber es hat mir auch gut getan. So ein bisschen können, okay, was machen wir jetzt genau und wie gehen wir das an und können wir uns ein bisschen finden zuerst, bevor wir wie gerade schon überall sind. Ihr beide spielen ja Gitarre, für die das jetzt da nicht wissen oder sehen das sowieso nicht, die haben ja keine Gitarre dabei und beide singen. Wie hat sich das entwickelt? Haben ihr beide schon vorher Gitarre gespielt und beide schon gesungen?
Ich habe nie gesungen, jetzt so mega fest. Also, ich habe einfach Gitarre gespielt mit einer Freundin, nämlich in der Kante. Und vorher habe ich Geige gespielt. Bin nie so gerne in die Musikschule gegangen oder so das Üben von Sachen. Habe ich irgendwie nicht so gern gemacht und darum dann eigenständig angefangen Gitarre zu lernen. Also mir das einfach beigebracht und das ist dann halt wie ein Instrument gewesen, das ich gespielt habe, das ich auch können oder das ich gern gespielt habe. Und ich bin in Gitarrenunterricht seit ich 6 bin. Zuerst akustisch, nachher mit 9 elektrisch. Und hatte dann auch schon eine Schülerinnenband gehabt, wo ich aber nur gesungen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das mega gerne mache. Also auch schon früher eigentlich singe ich seit immer schon auch gerne. Und dann haben Gianna und ich eben angefangen im Studium einfach mit 2 Gitarren und beide ein bisschen am Sommer. Wir haben uns noch nicht wirklich getraut, voreinander so richtig zu singen, weil das ist irgendwie auch noch intim. Und dann ist es aber eigentlich immer klar gewesen, dass wir beide singen und Gitarre spielen. Und beide auch Lyrics schreiben? Ja, je nachdem, wer den Text schreibt, singt es meistens auch. Und dann vielleicht braucht es im Refrain noch eine zweite Stimme oder so, dann macht das noch die andere Person. Und ganz selten, jetzt für das Album, habe ich, glaube ich, einen Song bekommen, wo eigentlich du hättest singen sollen. Aber wir haben gemerkt, ich singe noch ein bisschen wenig. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich weiss das auch nicht mehr. Ja, aber wir also schauen... es ist, glaube ich, auch keine Regel, die wir uns gesetzt haben. Das ist meistens einfach so organisch so passiert oder hat sich wie gut angefühlt. So. Ja, meistens ist es klar, mehr ich wollte sagen. Ja. Manchmal ist es nicht ganz klar und dann macht man es auch anders. Voll. Aber ja. Tun ihr aber auch die Lyrics voneinander verbessern oder noch etwas beisteuern? Wir tauschen uns schon dann manchmal, wenn es wirklich um den Song geht und wie bringen wir jetzt die Lyrics in den Song rein, dann wie so ein bisschen über gewisse Lines austauschen, was vielleicht rhythmisch funktioniert oder was man kürzen können oder so. Das ist dann mega situativ. Genau, also meistens so, dass es aufgeht vom Rhythmus, weil wir ja unsere Texte nicht fürs Lied schreiben, sondern oft haben wir einfach ein paar Texte und dann schaut man, welcher würde jetzt zu dem Vibe passen von dem Lied und dann muss man noch recht viel verändern und manchmal ist es auch ein Text, wo man einfach im Bandraum zusammen, also zum Beispiel «How did my apartment get so expensive?» Also wir sagen ja nur da, aber das haben wir jetzt einfach zusammen entwickelt und bei «Soggy Shoes» ist es auch so ein bisschen zusammen gewesen und das war so noch ein Versuch gewesen, dort habe ich noch mit KI dann probiert, wie das so mal zu testen und dann sind wir auch so zusammengekommen und haben gesagt, also das macht jetzt wie nicht so Sinn, was willst du genau mit dem aussagen? Und dann habe ich nochmal wie so ein bisschen daran gearbeitet. Was aber gleich auch oft noch passiert, ist, dass man einfach machen lässt, die andere Person und manchmal dann bis am Schluss eigentlich gar noch nicht genau weiss, was singt sie genau. So, also wie, was ist um was geht's, was hast du dabei überlegt und oder irgendwie Wörter falsch versteht oder so. Also manchmal ist es auch wie so voll abgegeben. Und so, das ist jetzt so dein Space und es funktioniert für mich, wie es tönt. Und dann irgendwann ist es so, also was singst du genau? So. Genau, vor allem auch Alana und Simona, die ja gar keine Texte schreiben, kommen manchmal, also sie sind zum Teil erst nachdem das Album released war, so, auch so, ja gemeint, du singst immer das. Aber jetzt, damals habe ich es richtig gut gehört bei meinen Monitoren, du singst ja das und das. Also die informieren sie gar nicht, um was es wirklich geht in diesen Liedern? Manchmal nicht, nein. Ihr habt aber auch ein bisschen politische oder aktivistische Songs, eben zum Beispiel Boys Club. Aber das besprechen dann immer mal auch schon miteinander, denn das wollen wir jetzt so sagen. Da könnt ihr nicht einfach machen, ohne dass die anderen beide gleicher Meinung sind. Oder? Vor allem dort haben wir ja auch ein Musikvideo gemacht und dann muss man auch überlegen, was ist die Message und um was soll es gehen. Und dann passiert das ja automatisch, dass man den Songtext mega analysiert. Aber es sind ja, also
es geht, glaube ich, mehr um die eher ein bisschen poetisch sind und gar nicht so um ein einfaches Thema gehen, wo man so runterbrechen kann, sondern vielleicht eher ein Gefühl. Und das Gefühl kann man halt unterschiedlich interpretieren und dann versteht man halt manchmal Sachen anders, aber es ist überhaupt nicht wichtig, ob man es so versteht oder so. Bei politischen Liedern natürlich schon. Also wir kennen ja auch die Meinung voneinander. Es ist darum, ich glaube, wenn jetzt dort wie uns bewusst wäre, das ist ein heikles Thema oder so für die Gruppe, dann wird es sicher auch anders passieren. Aber wenn es jetzt um einen Boys Club geht, ist jetzt nicht das Thema, wo wir zum ersten Mal diskutieren in der Band. Das wäre jetzt komisch, ja, wenn wir dort nicht gleicher Meinung wären. Und manchmal entstehen ja Themen auch, also wir schwätzen einfach auch mega viel miteinander. Manchmal treffen wir uns für innere Probe und sind 1,5 Stunden einfach mal am Austauschen und manchmal kann auch mal ein Thema aus dem entstehen. Das ist einfach noch ein bisschen die Frage, wenn ihr das so explizit jetzt sagen, es geht jetzt bei dem Boys Club, wenn ihr jetzt wirklich halt mit dem Inhalt so ein bisschen straight in your face rausgehen, das ist vielleicht mal schon eine Entscheidung, oder, wo man als Band will, oder sollte treffen. Ja. Ja, ich finde es noch schwierig, weil eigentlich verstehen die Leute sehr gut, was unsere Messages sind, wenn sie politisch sind. Und gleichzeitig tun wir es nicht so mega ernsthaft mit einem Zeigefinger wie so den Leuten vorkatschen, sondern es ist manchmal ein bisschen versteckt und manchmal ist es ein bisschen ironisch oder spielerisch. Aber ich glaube, das ist wie so ein bisschen, oder unsere Art, um etwas nicht so, wie soll man das sagen? Ja, einfach so, wir sind halt vielleicht, also ich finde, man kann auch eine Leichtigkeit haben bei sehr schweren Themen. Und das finde ich noch schön so. Und dafür umso lautere Songs dann dazu vielleicht mal machen oder so. Oder genau mit dem Spielen, mit diesen Kontrast oder so. Und über das reden wir, glaube ich, manchmal schon auch, oder das kann wie auch manchmal eine Frage sein, so, ist es direkt oder könnte man es noch ein bisschen clever verpacken oder so? Wie findet ihr das? Aber das hat dann auch ein bisschen mit Kunstvermittlung zu tun, oder? Ja. Also, wenn ihr jetzt die Inhalte in der Kunst drin vermittelt, oder? Ja, absolut. Das ist ja, glaube ich, auch, es gibt ja manchmal auch so Artists, die dann irgendeine Message transportieren, aber sich als Kunstperson sehen und dann, das ist gar nicht meine Meinung, sondern das ist die Kunstperson in dem Song oder so. Und da gibt es ja auch viele Lösungen, Beispiele. Wer ist zum Beispiel? Also fällt dir gerade jemand ein? Ja, Gianna, wer? Also viel so im Deutschrap habe ich das Gefühl, gibt es so die Ausrede. Aber ich finde gar nicht unbedingt, dass es eine Ausrede muss sein in dem Sinn, sondern es kann auch ein Schutz sein. Oder es kann es einem auch leichter machen, um über Themen zu schreiben. Oder wenn man vielleicht eher introvertiert ist, dann so eine extrovertierte, übertriebene Persönlichkeit zu kreieren. Aber ja, es kommt natürlich darauf an, was der Inhalt ist. Wenn jetzt der Inhalt mega sexistisch ist und nachher kann man dann aber in den Interviews sagen, nein, das ist nicht meine Meinung. Das wäre ja aber auch komisch irgendwie. Ja. Aber das andere das ist ja dann so eine Frage von Reproduktion oder was reproduzierst für Stereotypen oder Klischees oder für Meinungen und Haltungen. Das andere stimmt natürlich auch, oder es ist natürlich auch wichtig, dass man halt vielleicht dann so mit einer Bühnenfigur oder Kunstfigur halt schon ein bisschen einfacher dann kann umgehen, oder? Ja. Ich meine mal an, wenn ihr auf der Bühne sind ihr ja auch ein bisschen Kunstfiguren, jetzt so gesagt, oder? Dass ihr dann ein bisschen extrovertierter könnt sein, oder? Ja, also man ist nicht genau der gleiche, also es ist ja wie ein Teil von dem, wo man ist, wo man dort zeigt. Und vielleicht kommt der Teil ein bisschen mehr Platz über, oder so. Ja, ich würde es eher so sagen, also es kommt mehr Platz über, aber es ist nicht etwas einstudiert. Also da ist, glaube ich, etwas, was ich eher bei männlichen Rockbands beobachtet habe, weil sie schon so lange Idol haben, wo sie auch Live-Footage so sehen, tun sie bis heute
oft noch genau so den gleichen Habitus von den Bewegungen machen. So breitbeinig und so bei den Solos. So. Man kennt es wie einfach. Und ich glaube, dann ist es vielleicht schon ein bisschen eine Rolle vom Rockstar, was ich auch ein bisschen Peino finde, aber okay. Und ich habe das Gefühl, ich mache einfach da so, wie ich es halt mache, um es auch können geniessen. Ja, dort nicht so viele Vorbilder. Ja. Hat es vielleicht mal so die Runaways noch gegeben, das ist so die allererste so Frauen, wie ein Riot Girl, oder Riot, wie hat es geheißen? Riot Girls. Riot Girls, genau. So. Oder Courtney Love. Genau. Die finde ich auch sehr cool auf der Bühne. Ja, aber es hat sicher weniger aktive Videos, die ich jetzt gesehen habe. Aber die Vorbilder, jetzt die männlichen, das haben wir jetzt auch erst kürzlich mal so überlegt, dass es eigentlich der Rock eigentlich ursexistisch war, oder jetzt vielleicht ein bisschen weniger zum Glück, oder? Aber das ist eigentlich fast sexistischer gewesen als Hip-Hop oder so. Also. Ja, also Frauen sind ausgeschlossen gewesen. Ja, oder einfach als Groupies. Also einfach als Groupies und ja. Also. Aber du kommst sicher nicht auf die Bühne. Also. Ja, also auf eine andere Art, glaube ich, sexistisch wie Hip-Hop. Ich glaube, weniger explizit vielleicht. Ja, obwohl so Oldschool-Hip-Hop ist jetzt auch nicht voll sexistisch gewesen, sondern eigentlich sehr schöne politische Messages. Aber jetzt sagen wir so die 2000er. Ja, dort dann mit dem Puff Daddy und so Leute ist natürlich dann in eine andere Richtung gegangen. Ja. Und so im Punkrock in dieser Zeit war es dann mega so ein Bashen von Müttern, was ich noch spannend finde. Die Mutterrolle ist ein ganz spannendes Thema. Also, ja, auch in so American Pie Movies und so. Ja. Das war ein ganzes Ding gewesen. Aber es hat halt immer auch spannende Frauen gehabt in dieser Punk-Szene. Auch The Slits zum Beispiel, das ist auch eine mega coole Band. Wo ich auch sehr gerne Bücher darüber lese und so ein bisschen höre, wie sie es hatten in dieser Zeit. Oder Nirvana war ja auch mega cool gewesen, dass sie immer weibliche Supports hatten. Oder sich für das eingesetzt haben. Und man muss halt einfach ein bisschen mit der Lupe hingehen und die Hoffnungsschimmer ein bisschen suchen. Ja, eben, es ist, wie soll ich sagen, jetzt auch wieder gerade noch mit diesen Epstein-Files und so weiter. Es hört eigentlich nicht auf. Man hat das Gefühl, mit der MeToo-Bewegung hat man jetzt mal da einiges aufgedeckt, aber es geht weiter und weiter. Und man hat dann fast das Gefühl, wenn man jetzt so ein bisschen eben Musik von früher hört, oder sich mit Biografien auseinandersetzt, das sind ja alles ganz übelste Typen gewesen. Man kann fast niemandem mehr irgendwie... ja. Also, oder mit dem Puff Daddy Doc, das ist ja wirklich nur erschreckend. Gut, ich habe immer schon gefunden, der Typ geht nicht, aber, eben, aber das ganze System so können laufen und die Leute eigentlich wie gewusst haben, der Typ ist nicht sauber, aber einfach mitgemacht haben. Ja, das sind so Mechanismen auch, die einfach so wahnsinnig schwierig sind zum Überwinden in einer Gesellschaft aus irgendeinem Grund. Aber es ist schon noch erstaunlich. Ja, oder auch wenn man jetzt einfach, sagen wir in einem Interview gefragt wird, was sind deine Vorbilder oder so. Ich würde nie einfach, ich glaube, einen Männernamen sagen, ohne dass ich gegoogelt habe, ob der wieso eine reine Weste hat. Ja, aber da weisst du mittlerweile fast kein Mann mehr, oder? Ja, wissen durchs Gleiche. Aber immerhin, wieso? Ja. Also wenn es Mick Jagger weisst, du weisst es nicht, musst fast davon ausgehen, dass der Mick Jagger ziemlich sicher nicht sauber ist, oder? Ja, voll. Also da gibt es wirklich ein paar ganz wenige, die... Ja, ich glaube, bei mir verknüpft sich dann auch so mega vieles, wie so das, was du vorher gesagt hast, so mit dem Habitus oder so, dass es für mich einfach so die Szene, die so fest vom Mann geprägt worden ist und die Ästhetik, der ganze Auftritt, die ganze Charakteristik irgendwie von dem Genre, das für mich dann mega schnell so ganz viel auslöst, wenn sich jemand so verhält auf einer Bühne. Was ja manchmal ein bisschen gemein ist, weil du darfst dich ja bewegen, wie du möchtest. Aber wieso, ich glaube, so ein darüber nachdenken, von wie entstehen so die ungeschriebenen Regeln oder so, oder wie aber ich glaub, wo kommt das her, ist irgendwie
noch wichtig, finde ich. Ja, ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir jetzt das ein bisschen überdenken und auch vielleicht eben neue Arten, sich zu bewegen auf der Bühne, sich auch fangen zu überlegen. Oder ich habe jetzt gerade die Biografie gelesen die Autobiografie von der Grace Jones. Ich meine, die ist natürlich, die hat immer mit den Regeln gebrochen und hat oder auch müssen mit den Regeln brechen, irgendwie als schwarze Frau und zu dieser Zeit und so, oder? Und hat dann wie so, hast du auch ein bisschen eine Vorbildrolle übernommen, oder? Ja. Und sie hat auch mega stark müssen sein, so in dieser Zeit. Oder? Was sie wahrscheinlich alles gehört hat und für Fragen gestellt worden sind und so. Das ist ja jenseits eigentlich. Ja, und eben zusätzlich, dass sie halt jetzt auch nicht so feminin aussieht und so, und eben bewusst auch mit dem sogar noch gespielt hat, oder? Und dass sie eigentlich fast ein bisschen aussieht wie ein Mann und so, dass sie das auch noch bewusst so gemacht hat, ist auch noch bemerkenswert, oder? Voll. Ja, und also eben, zum nochmal zurückkommen, ich glaube, so Rock ist schon auch, manchmal muss man schon ein bisschen schauen, eben wenn man Anfragen bekommt von Festivals oder so, es gibt halt Rock und Rock, also es gibt halt auch so eher in der rechten Szene oder auch bei Metal ist das noch extremer, aber wo du halt wirklich musst schauen, also wir sind jetzt nicht eine Rock'n'Roll-Band, so, sondern wir machen wie so ein bisschen frischen, irgendwie einen neuen Approach von dem männlich geprägten Rock und das ist einfach nicht das Gleiche. Und dann wollen wir auch nicht eben an so einem Festival spielen, wo dann eher die Männer Rock'n'Roll-Bands mit den breitbeinigen und den Lederschilis und was weiß ich, oder das Bier in die Luft rühren und umrennen. Ja, also das ist wie eine ganz andere Szene, wie das, wo wir eigentlich sind. Obwohl man auch kann sagen, wir sind eine Rockband. Und da muss einfach euer Booking-Agent schauen, dass er euch an die richtigen Orte bringt. Ja, oder? voll. Und wie so ein bisschen rausgespüren, was ist jetzt das für ein Ort und was. Das merkt man meistens dann gleich noch recht schnell. Voll. Das ist noch gut. Das merkt man wirklich schnell. Aber ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr, oder es gibt immer weniger von den anderen und einfach immer mehr diversere Veranstaltungen. Und das finde ich eben auch schön, weil irgendwie, ich finde es halt schon schön, wenn man junge Leute so an den Konzert hat und auch so coole, linke, queere Personen. Und ich habe halt das Gefühl, dass Rock sehr lang ein bisschen, nicht so einladend war für diese Art von Menschen. Und ich hoffe, dass bei uns das viel mehr möglich ist. Und wie ist es dann so in der Schweiz mit dem auf dem Land auftreten jetzt für euch? Also man hört ja von vielen Bands oder Acts, so, es funktioniert in grösseren Städten oder so, aber sobald man dann auf dem Land ist, funktioniert es nicht, oder? Also wie meinst du auf dem Land? Also Land, ja. In der Schweiz ist man schnell auf dem Land. Aber Ja. Ich glaube, wir haben im Fall selten Konzerte, die nicht in einer Stadt sind. Also so also vielleicht auf einem im Dorf Sommer so kleinere Festivals oder so, ja. Das ist ja gleich eine Stadt in dem Sinn dann. Je nachdem. Also Neuchâtel ist ja... Ja, Neuchâtel ist jetzt, würde ich schon sagen, gehört dann eher zum Land, oder? Okay. Ist ja wirklich eine kleine Also und Stadt, dort sind wir oder? ja mega fest auf einer Wiese, auf dem Land raus gewesen. Das gibt es ja dann schon. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man so findet, das funktioniert nicht auf dem Land. Nein, habe ich auch nicht das Gefühl, aber ich glaube, so Stadtfestchen auch, kann auch Dorffest sein, dort funktioniert es weniger, wenn wir wie gebucht werden, zum Beispiel am Nachmittag um 5 Uhr, wo die Leute einfach noch mit der Family unterwegs sind und uns nicht so kennen, weil für das sind wir einfach zu laut und kann vielleicht auch, also ja, dann nervt man sich vielleicht auch, wenn da jemand so rumneust. Und ich habe auch überhaupt keine Lust auf diesen Vibe. Ich will lieber dann spielen, wenn es dunkel ist, wenn die Leute wirklich Lust haben auf diesen Vibe. Das haben wir gemerkt, funktioniert wirklich nicht. Und auch aber bei grossen Festivals am 4 Uhr am Nachmittag ist halt auch extrem uncool. Das hat halt mit Musik zu tun. Ja, und vielleicht auch bei Festivals, wo vielleicht so eine Art von Publikum ist, wo erwartet, dass man sie so aktiv animiert. Oder ihnen wie so ein bisschen vorzeigt, was sie machen müssen. So, dort sind wir, glaube ich, auch nicht mega
geeignet. Und was meinst du jetzt mit Vorzeichen? Ja, klatschen oder gehen in die Hocke und jetzt und Okay. 1, 2, 3 los. Ich sage ja. Du sagst nein. Gut. Also es ist nicht so, dass wir nicht kommunizieren, aber ich glaube, wir haben ein bisschen eine andere Ja. Art. Und jetzt ist eben gerade unser neues Album rausgekommen, vielleicht noch schnell zu dem, das ist ja dann ein bisschen abwechslungsreicher als das erste Album. Mhm. Das ist eben, wie du vorher gesagt hast, auch noch ruhigere Sachen drauf und auch so Sachen, die jetzt nicht voll Rock sind. Mhm. Und das haben wir jetzt einfach gemacht, weil euer Musikinteresse, nehme ich mal an, auch ein bisschen breit ist und so. Ja, und auch, ich finde es auch immer spannend, um so wie so ein bisschen kennenlernen, was wird einem von außen vielleicht zugeschrieben und wie kann man denn mit dem spielen. Also wenn, wie alle sagen, das ist eine Garage-Rock-Band, vielleicht finden so, vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir Songs, die genau nicht das sind oder vielleicht in eine andere Richtung, in eine andere Nische vom Rock tauchen und am Schluss kommt sie dann irgendwie zusammen. Aber ihr wollt ja dann schon, oder das ist halt auch wichtig, dass wenn ihr dann gebucht werden, dann müsst ihr ja schon irgendwie etwas erfüllen, dass man sagt, das sind die und die, weil es wird dann ein bisschen kompliziert und findet, die machen ein bisschen alles, oder? Also, Ja, nein, so alles sicher nicht, aber ich glaube, dass man die Einflüsse hört, wo wir als einzelne Personen spannend finden, da haben wir jetzt recht gut geschafft auf dem Album. Und ich meine, so Post-Punk, da hat ja auch Verbindungen irgendwie zu Rap, weil es wie auch Sprechgesang ist. Und da kann man auch mal vielleicht eher in die Richtung gehen und man hat zwar dann gleich Instrument und nicht ein Beat in dem Sinn, aber es kommt auch ein bisschen von einem Rhythmus, von einem Text oder ein Reggaeton-Beat mal ausprobieren, weil wir halt eher einen mal tanzbaren Song machen wollen, aber nicht auf so irgendwie, ja, nein, einfach so Reggaeton macht Sinn, ich gehe gerne an Partys, wo der Beat hat, also tun wir das mal integrieren. Ein bisschen so. Und was man auch, was auch ein bisschen zu dieser vielleicht eher Vielseitigkeit geführt hat im Album, ist so die Überlegung, wie, wenn wir es dramaturgisch gestalten, also wie führen wir die Leute durch die Songs durch, wie holen wir sie ab, wenn braucht es vielleicht mal so ein Reset oder so und wie schaffen wir dann so die Verbindungen der Songs. und dann ist schon ein bisschen so gedacht, dass man das so am Stück hört, von vorne bis hinten. Ja, im schönsten Im Fall. Ja. Ich höre immer noch mega gerne Ja. so Musik. Ich finde es das Beste. Und die haben es eben auch als Welt. Vinyl rausgegeben, oder? Ja. Dass man es Mhm. theoretisch auch so kann dann hören. Genau, und ich finde aber auch, man kann wie das 2 oder 3 Stückchen hören, aber es ist sicher schön, wenn man ab und zu einen schönen Übergang entdeckt von Songs. Ah, genau, und was ich noch gelesen habe, ist, dass es als Kassette sogar erhältlich ist. Wie kommt es denn dazu, dass ihr Kassetten releaset? Oder wieso gibt es jetzt überhaupt das Tape Revival? Also Gianna und ich tun beide sehr gerne Kassettchen sammeln und ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit Kassetten auflegen und ich finde das halt einfach mega schön, wie umständlich es ist. Irgendwie gefällt mir das mega, weil ich habe so manchmal nervt es mich, wenn man nur noch so über Technik und über die Verbesserung, wie kann man noch bessere Übergänge, wie kann man es noch besser anpassen, das Tempo. Und mich langweilt das manchmal. Und dann werde ich so ein bisschen trotzig und finde, so, mit dem kann man das eigentlich gar nicht gut. Und dann geht es um etwas ganz anderes. Und dann kann ich das so spielerisch und ein bisschen frecher, wieso auch verbinden. Und das habe ich gerne an Kassettchen. Wo diggt ihr Kassetten? Auf Bandcamp und in Plattenläden. Aber natürlich schon neue Sachen. Auch neue Sachen. Ja, eben alt findet man vor jetzt allem. wirklich nicht mehr alte Tapes. Das Man findet es schon noch, aber ich habe mal ein paar gekauft und es ist wirklich, also Kassetten sind nicht so langlebig und nachher kannst du es vielleicht noch 10-mal hören. Dann Ja, fängt gut, es also- an eiern. gut, so Maxell und TDKs, die alten so aus den Ja. 90er Jahren, die haben schon lange. Ja, es Ja. gibt sicher ein paar gute, aber es gibt auch viele, die nicht mehr gut sind. Oder mit mal in arabische Länder gehen, das ist auch noch cool. Dort gibt es noch extrem viele Kassetten. Die haben ja Wirklich? eigentlich alles nur auf Kassetten released. So. Ich bin mal vor etwa 8 Jahren in Marokko gewesen, und dann Mhm. habe ich so Plattenläden, also jetzt nicht mehr Kassettenläden, Ja. und die haben Ja. dann alles voll alte Kassetten.
cool. Ja. Ja, vom Bongo Joe in Genf habe ich auch ein paar Kassetten von Marokko und Griechenland und von der Türkei. Das ist auch noch schön, wie man dann so andere Musik plötzlich entdeckt, wo man sonst hört, weil es halt das einfach als Kassettchen dort hat. Fällt mir auch noch dran. Ja, die haben dann auch wirklich gar nie CDs gehabt und dann einfach immer alles auf Kassette. Und eigentlich Vinyl nicht, dann wirklich alles nur immer auf Kassette released. Und wie tust du dann genau auflegen? Also schon mit einem Mischpult und dann 2 Kassettendecks? Ja, genau. Ja. Und dann einfach vorher mega üben, bei welcher Sekunde wird es langsamer und dann das andere anlassen und so reinfaden. Ja. Und ich habe noch in meiner Jugend oder Kindheit fast, habe ich auch mit Kassetten müssen auflegen, aber dann wirklich Kassetten rausnehmen und dann die andere rein tun. Und dann ja, das ist gut, Next Level. So mit 14 gewesen. Dort hatte ich einfach keinen Plattenspieler gehabt und dann müssen Kassetten so. Nice. Ja, das ist eigentlich wirklich schade, dass das dann verschwunden ist. Das ist eigentlich fast so ein ganz schönes Medium. Das ist ein mega schönes Objekt auch, oder? Das ist irgendwie so. Ja, hey, ich glaube, wir sind schon durch, weil wir haben schon eine Stunde geredet und sehr spannend gewesen mit euch. Und ich würde mal sagen, die Zuhörer sollten unbedingt euch mal live schauen kommen. Wenn spielt ihr in nächster Zeit wo? Wir spielen in Bern und im Bogen F mit Tramhaus. So eine belgische, holländische Post-Punk-Band. Ja. Das sind die nächsten 2 Konzerte im März, 25. und 26. März. Und im Sommer nehme ich mal an Festivals, oder? Das eine oder andere. Ja. Und eben, das Album ist gerade rausgekommen. Ich nehme an, wir sind jetzt dran, langsam wieder neue Musik zu machen, aber bis das nächste Album kommt, dauert es wahrscheinlich noch eine Zeit. Ja. Wahrscheinlich schon. Aber wir freuen uns sehr. Aber es ist ein guter Punkt jetzt, zum wieder mal ein bisschen kreativ sein und neue Songs entwickeln. Hey, danke fürs Gespräch. Danke dir. Danke, schön ciao zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Eine weitere Episode von Helvetica geht zu Ende. Das Gespräch hier mit der Gianna und mit der Sandra von Bad Bait hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dir auch. Wenn keine Episode willst verpassen von diesem Podcast oder auch sonst einfach mal reminded willst werden, wenn eine neue Episode draussen ist, dann abonniere einfach den Podcast bei dem Channel oder auf der Plattform, wo du Podcast hörst. Du kannst natürlich auch den Newsletter abonnieren und mir auf Instagram folgen. Das wäre Helvetica_Podcast. Also verpasst du dann vielleicht weniger Folgen. Und empfehle mich weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn noch mehr Leute den Podcast hören und über Kritik, Feedback und über Wünsche, was für Gäste mal in diesem Podcast sollen vorkommen, freue ich mich natürlich auch. Tschüss! Ich bin Gianna. Gut. Sie kann schämen. Und jetzt Sandra. Hallo zusammen. Wenn ich so rede, ist das genug laut? Ich mache dich ein bisschen Oder? Ja, ist gut. Okay, super, dann bleibe ich dann so. Ja, das ist doch gut.